Graz, die es ihm schon länger nicht gegeben hat. Und auch eine Gelegenheit für die adeligen Damen, an diesem Ereignis teilzunehmen. Bischof Leopold von Secker, Ulrich von Kamberg, Friedrich von Stubenberg, Herr Otto von Liechtenstein, Hartneid von Mildon, Herr Hartneid von Stadeck. Ihr alle wisst, dass ich, Bischof Leopold von Seckau, unserem Herzog Albrecht treu ergeben und ihm freundschaftlich verbunden war. Peter Freienstein, nach unserem Herzog, stets treu ergeben. Doch nun fällt es mir immer schwerer, ihm weiterhin Geleit zu geben. Stubenberg, bin mit meinen Burgen Kapfenberg, Katsch und Gutenberg in der ganzen Steiermark zu Hause. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass auch ich sehr darunter leide, dass uns der Herzog einen Schwaben als Landeshauptmann vorgesetzt hat. Diese selbstherrliche Getue, das muss ein Ende finden. Herzog Albrecht, Graf von Habsburg, Herzog von Österreich und Herzog der Steiermark, mit seiner Gemahlin Elisabeth von Kärnten, Görz und Tirol, Herzogs und der Herzogin eine Grande Courée zu gewähren. Ihr habt die Stadt meines Herrn belagert. Das kann ich euch nicht durchgehen lassen. Wir erneuern den Eid der Treue und des Gehorsams. Ich bestätige euch eure Rechte und Privilegien. Also setze ich euch Hartneid von Stadeck ein, vom heutigen Tage an als Landeshauptmann der Steiermark. Freudiges Erstaunen erfüllt uns alle. So viel Güte haben wir auch in unserer kühnsten Hoffnung nicht erwartet. So bereiten wir ein großes Fest, mit dem die Wiederherstellung des Friedens in der steirischen Mark fröhlich gefeiert wird. Es möge beginnen. Albrecht I., Herzog der Steiermark, ernennen euch, edle Frau, zur Hofpoetin und Hofsängerin. Für das Drehbuch, für die Dichtung ein herzliches Danke. Sie war die
Mutter, möchte ich fast sagen, von uns allen. Sie hat uns geleitet, sie hat uns gehätschelt, ja manchmal den rechten Hut zurechtgerückt, das Kostüm noch einmal gezupft. Wir danken dir sehr herzlich. Ein Bild der Minoritenkirche.